Hallo zusammen, also willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem besten Zwei-Kanal von der Schweiz. Es gibt ja schon gar keinen anderen. Oh, darf ich das überhaupt sagen? Ein kleiner Spaß am Rande. Heute geht es um mein Hauptkanal-Video vom letzten Sonntag, Justin Schweizerdeutsch. Und damit ist schon mal etwas Krasses passiert. Und zwar hat der Reaktionsboss auf das Video tatsächlich reagiert. Gestern haben wir livestreamt hier auf dem Kanal, aber gleichzeitig hat auch der Justin auf seinem Twitch-Kanal live gestreamt. Und der hat der Adi Totoro, der Ehrenbruder Adi Totoro, hat 5 € da gelassen und ihm gesagt, yo, reagier mal auf Milo, der hat ein Video zu dir gemacht oder irgendetwas so. Und im Anschluss seht ihr jetzt gerade den Livestream-Ausschnitt, wo das eben passiert ist. Er hat natürlich nicht ganz so darauf reagiert, jetzt zum Beispiel wie ein Unge oder so. Aber das habe ich auch nicht erwartet gehabt. Also ich bin nicht an die Videos hergegangen und habe gedacht, yo, es drehen alle absolute durch und hier ein riesen Hype, dass jetzt mein Video gesehen oder so. Also auf gar keinen Fall. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem Video. Let's go. Was schreibt ihr euch jetzt auf? Eher keine Ahnung. Milo habt ihr euch gewünscht. Danke fürs Erinnern, ja. Da bin ich mal gespannt. Justin Schweizerdeutsch. Erstmal kurz. 800 Likes, 19 Dislikes, okay, es scheint gut zu sein. Eine kleine Parodie vom Reaktionsboss in Schweizerdeutsch. Ich kann gar kein Schweizerdeutsch. Okay. Was macht er auf seinem Kanal? Comedy nehme ich an. Gut. Ich bin gespannt. Ich mach mal kurz. Ich kann nichts sagen, ich bin gespannt. Wiedergabegeschwindigkeit auf 2, weil ich habe keine Lust mehr, das zu Spaß. Der lustige Boss und Michael. Frech. Jetzt bin ich gespannt. Ich sage wahrscheinlich noch nicht für dem Video. So. Justin auf Schweizerdeutsch. Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute an einem wunderbaren und ganz entspannten Sonntag. 10 aber nicht. Ja, er hat die Keim aber auch gut gemacht hier mit dem Dings hier. Ganz groß. Oh ja, also der Cringe ist auf jeden Fall da. Ich fühle ihn zu 100%. Ich bin da am Sitzen und ich sitze. Freut mich so. Ich hoffe, er hat auch einen Peso-Hoodie an. Sehr sympathisch. Ah ja. Heute habe ich natürlich auch wieder einen ganz schaumigen und cremigen Cappuccino am Start. Für den Smoothie auf gesund angelehnt hat es heute. Wenn ich mir das so reinziehe, ist es eigentlich schon fast unangenehm. Es ist komplett gelangt. Das Video, das wir uns heute einziehen wollen, ist folgendes. So ein Schweizer Typ hat anscheinend ein paar Hypebeast-Sachen bei sich daheim, wenn man im Jahr 2020 noch... Ey, das hört sich so komisch an. No racist an der Stelle natürlich. Front. Als erstes natürlich der obligatorische Blick in die Kommentare. Hier gerade, wo bleibt der Swiss Justin? Wo ich glaube, diese Geschichte ist wahr. Ist der Schweizer Reaktionsboss und wo bleibt... Das ist ganz schlimm, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt nicht hören. Schweizer Peso-Don. Sehr, sehr nice ist meine Community in der Schweiz auch so am Start. Sehr, sehr wild. Danke. Also, legen wir los mit der... Einfach mal alle meine Sprüche wirklich hier aufgreifen. Ich gönne mir jetzt aber nicht 10 Minuten, weil das ist mir unangenehm, ehrlich. Ich bücke mich extra für euch, also Dedication ist da. Weirde Flex. Sind die Challengers Schuhe da hier, dass sie irgendwelche Yeezys, die brauchen ja im Alltag, darum sind sie jetzt nicht in der Schachtel. Das da hier, dass sie irgendwelche Yeezys, ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, wie sie heißen. Ey, Alter, wie der sogar das hier unten nachgemacht hat. Krass. Auf jeden Fall, sie sind noch relativ oldschool und dann ist der Hype um die Yeezys noch nicht ganz am Boden gewesen. Ja, Real Talk, der Hype um die Yeezys ist wirklich nicht mehr das Wahre. Ich rocke selber nicht mehr. Chat fühlt's nicht so. Aber bequem. Ey, ich verstehe fast nicht, was der sagt, ne? Aber jetzt brauche ich zuerst nochmal. Die Deutschen, versteht ihr das?
die jetzt kein Schweizerdeutsch können, versteht ihr? Man kann ja so ab und zu erahnen, was er sagt, aber absolut alles verstehe ich auf gar keinen Fall. Also der Unge hat ja viel mehr verstanden. Hat er irgendwas mit Jesus gesagt? Nee, 1,5? Ja, okay. Ein ganz genüsslicher Schluck vom San Pellegrino. Ey! Ganz, ganz krass. Ja, ich muss ihm eine Spende rausholen und irgendwie wegen Cringe mir entschuldigen. Grino Wasser. Ja, was ich auch sagen wollte, ne, das ist aber San Pellegrino habe ich nicht. Ich habe die stille Alternative dazu. Oh Mignon. shit! Nicht. Ja, es verschissen. Scheiße, es verschissen. Der Healthy Lifestyle wird... Ich warte noch auf rein in die Masse. Oh ne, das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht gesehen. Aber auf jeden Fall. Ja, Bro, aber... Fühlt gar nicht mehr an. Sie sind schon bequem, aber irgendwie Er hat auch 3 Uhren an. Okay, ich verstehe. das Yeezy Game, das ist durchgespielt. Ein bisschen Abwechslung und zwar nochmal ein Yeezy. Aber immerhin ein 500er ist. Das, Ja, ich skippe nochmal ganz kurz hier durch und dann... ich weiß nur nicht so. Chino haben. Er hat absolut Bock auf das Video. Supreme fühle ich schon nicht mehr so, muss ich sagen. Ich finde aber eigentlich noch Okay, auch das mit der Leertaste gut ein umgesetzt. nices Piece, vor allem für den McLaren. Ja, ist gut gemacht. Wer sich das Ganze reinziehen möchte, kann das gerne machen. Liebe Grüße. So, schlechte Deutschrap-Lines. Also absolut hätte sich das gegönnt, oder? Also Unge ist etwas anderes Kaliber gewesen, hä? Also ich finde es nicht ehrenlos. Also findet ihr es schlecht? Ich finde nicht, also weißt, er hat es ja gleich noch relativ lustig gefunden, aber er hat jetzt nicht wirklich probiert, sich das so, er hat jetzt nicht unbedingt probiert, es so zu verstehen. Oder jetzt so probiert, auf das Video einzulassen. Irgendwie hat er gar nicht so wirklich so sich auf das einlassen, so mäßig. Ist es nicht schlimm? Ist nicht schlimm. Ich meine, ist ja niemand dazu verpflichtet. Ich meine, es war ja ganz, ganz krass gewesen, dass schon der Unge und der Unsympathisch auf das also wirklich komplett auch reagiert haben. Also das ist ja wirklich etwas ganz anderes gewesen. Und dass er es jetzt da gesehen hat, ist sehr, sehr cool. Also das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Und ich meine, er hat ja eigentlich positive Wörter da gelassen. Also er hat ja eigentlich nur positiv mir erwähnt gehabt. Von dem her kann ich eigentlich gar nichts Schlechtes dazu sagen. Ich mache jetzt aber immer noch eine kleine Donation und sage irgendwie etwas. Ich muss noch schnell überlegen. Ich weiß nicht, was ich da noch so groß dazu erkläre. Es ist auf jeden Fall schade, hat das nicht ganz sich eingezogen. Ich habe gedacht, dass es vielleicht ihn noch interessiert, habe ich noch so ein bisschen die Kleider drin gebracht, die ich da so ein bisschen habe, die Kleider, die vielleicht Leute interessieren. Darum habe ich das noch gemacht. Ja, that's it. So, die Spende ist raus. Maelo mit 5 Euro. Danke für die Reaktion auf mein Video, hat mich sehr gefreut. Der originale Reaktionspass auf mein Video reagiert. Kuss und viel Spaß mit dem McLaren. Dankeschön, Bro. Sehr gerne. That's it. Ja, es ist nicht mehr dazu. Also, ich würde sagen, also ich würde nicht sagen, dass es ein grosser F ist. Hat jemand das Video gesehen? Das ist schon mal etwas, das ist schon mal nice. Wir müssen ganz ehrlich sein, ich kann auch nicht jedes Mal erwarten, dass, wenn ich so ein Video mache, dass der YouTuber gerade so hure Freude hat und hure hyped ist, auf dass das jetzt passiert ist. Also das müssen wir ja wirklich nicht erwarten. Das können wir wirklich nicht erwarten und darum würde ich nicht sagen, dass das direkt F ist. Klar, wäre es für uns alle cooler jetzt gewesen im Chat, darum habe ich ja vielleicht gedacht, weißt, wenn etwas nicht das Geilste passiert, dann ist der Chat also immer so, fuck, scheiße, unsympathisch oder so. Aber es ist ja gar nicht der Fall, er ist ja nicht verpflichtet, auf irgendetwas zu machen. Ich wollte nur noch mal sagen, danke Adi, also du hättest überhaupt nicht müssen spenden. Ich wollte nur sagen, danke dir vielmals für die Spende. Das ist sehr, sehr nett. Also, das war der kleine Live-Ausschnitt von gestern am Abend. Wirklich nochmal ein grosses Dankeschön an Adi Totoro, der da 5 Euro gespendet hat. Ja gut, jetzt mit seinem YouTube-Money hat er eigentlich genug Money für das Ganze. Aber eben, was ich schon gesehen habe in meinem Stream gestern am Abend, wir dürfen nicht erwarten, dass jeder YouTube, wo wir jetzt eine Parodie darüber machen, beziehungsweise wo wir eine Parodie darüber machen, jetzt so krass darauf reagiert, jetzt wie zum Beispiel Unge oder zum Beispiel auch die erste Reaktion von einem Unsympathisch. Das können wir nicht erwarten, dass das bei jedem YouTuber so der Fall ist, aber für das ich es hier nochmal gesehen habe, ich es gestern im Livestream noch kurz erwähnt habe, jetzt gibt es am Anfang eine Zeit lang Kinder
solche Parodien mehr. Ich glaube, es ist jetzt mal genug gewesen. Lassen wir das mal sein, dass ich sozusagen auch nochmal so ein bisschen den eigenen Content ein bisschen in den Vordergrund stelle und nicht so sehr jetzt so die Deutschen parodieren und nicht, dass das auf einmal so überkommt, als ob ich nur bei den grossen deutschen YouTuber diesen machen. Aber auf jeden Fall würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auf dem Video einen Daumen nach oben würdet da lassen und den Kanal einfach auch noch gerade auf Ehrenbruderbasis kostenlos würdet abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.